Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieurle. Oder halt Blaster-Ingenieur eigentlich, aber da muss ein Lehrer einfach dran. Ja, und heute kommen wir da zum weiteren Update. Oder da, ja, basteln wir den das Schieberle da für mein Blasterle. Und da seht ihr, das muss das Pfeile da rausdrücken und das, also zumindest machen wir heute den ersten Versuch. Also, ich bin ja Optimist, ich gehe davon aus, dass das beim ersten Versuch da klappen tut. Weil, ja, das macht das Leben einfach angenehmer. Aber so viel kann ich euch verraten, ich weiß es selber zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht. Also als erstes Mal machen wir da das Schieberle, das muss da vor zurück. Muss ein bisschen länger sein, das habe ich da festgestellt, ein bisschen höher. Das sehen wir dann, das sehen wir dann in einer Woche dann, gell, ob das geht. Aber jetzt entwerfen wir es erstmal und dann testen wir es. Dann muss da jetzt da ein Lächeln rein, dass da so eine Nase reinkommt, die das dann festhält. Und ja, da die Fläche wieder füllen. Ein bisschen. Ich glaube, das kann man sicherlich auch schöner machen, aber mir reicht ja die pragmatische Variante, das halt Gott. Und dann müsste da jetzt so Nase rein, dass das nachher dann, also so Hebele zwischendrin, das dann vor und zurück, das seht ihr dann nachher, dass da vor und zurück geht und ja, da bin ich jetzt auch, das hat mich, glaube ich, ein bisschen mehr als eine Stunde dauert, dass das jetzt zu entwickeln. Hab das natürlich die Geschwindigkeit ein bisschen erhöht, dass man, ganz eine Stunde habe ich jetzt auch keine Lust, jeden Schritt zu kommentieren und da ich was da vorher zu schwätzen, das wollte ich euch nicht andauern, das will ich mir euch nicht, das will ich mir nicht andauern. Also das braucht Menschheit einfach nicht. Aber so ein paar Minuten können wir da schon ein bisschen uns das angucken und dann ein bisschen drüber schwätzen. Und dann seht ihr das, wo das jetzt Hebele, ja, mal einfach ein bisschen grob dreht. Ich weiß noch nicht genau, wie man da Mechanikzeugs machen kann und wie man das da genau, weil der Drehpunkt wird ja nicht in der Mitte sein. Das müsste ich mich mit auseinandersetzen, aber jetzt hoffen wir mal, dass das einfach so hemdsärmelig geht, wie ich mir das jetzt, so ingenieursmäßig, wie ich mir das halt vorstelle. Also, ja, und dann muss ich mich mit dem ganzen theoretischen Krug auseinandersetzen, weil das kennt man natürlich schon schön berechnen oder da dann, was weiß ich, mit Zirkel, das schön so zeichnerisch ermitteln und alles. Und das hat man alles mal sicherlich irgendwann mal gelernt, aber ach, das einfach mal basteln und probieren. Und dann gucken und das dann so lange optimieren, bis Gott. Und das ist ja sowieso noch nicht. Ich glaube, das wird nicht die finale Version, weil ihr seht, das muss schon ein bisschen Weg zurücklegen, weil das nach, also die Schwungräder müssen sind ein bisschen weiter vorne. Und ich habe das Magazin ein bisschen angeschickt designt. Das kann schon, aber ja, hat's ja gesehen, das ist ein riesiges Ding und das dauert einen guten Tag, das zu drucken. Also, das will ich jetzt nicht einfach so aus Jux und Dollerei dann neu machen. Wenn ich das Magazin neu design, dann schon, weil mir ein paar Dinge aufgefallen sind, die dann geändert werden müssen. Und nicht bloß, weil die Schraube da vorne, die sollte halt einfach weg, weil sonst, das ist halt, das, die Schwungräder sind dann auch weit weg. Eieiei, da sehe ich gerade, das habe ich bisschen in einer schlechten Qualität aufgenommen und das tut mir leid, aber das sieht ja aus wie besoffen. Das sieht jetzt so aus, wie wenn ihr schon ein paar halbes viel gehabt hättet. Aber könnt ihr sicher sein, das ist einfach ein bisschen angeschickt aufgenommen. Das, ja. Oder vielleicht liegt es an der Bildbearbeitung, gar nicht an der Aufnahme. Das muss ich mal prüfen, woran das jetzt lag. Das kann, da habe ich irgendwo irgendwas vergeigt, aber ja, halb so wild. Es ist ja gerade ja auch nur ums Grobe, also hier, das ist jetzt keine feine Detailarbeit, wo jedes Pixel sehr misst. Also von daher denke das reicht, um zu verdeutlichen. Und ich glaube, wenn viele das so machen wie ich, dann hören sie sich sowieso hauptsächlich das Geschwätzer und gucken weniger auf Bilder. Also von daher passt das jetzt auch.
denke, da konzentrieren wir uns halt lieber auf Fortschritt, wie dass wir da jetzt gucken, dass man das alles so schickimicki macht. Lieber da gucken, dass wir Blasterle zeitnah fertig kriegen. Und da habe ich festgestellt, das kann ich euch schon verraten. Da habe ich festgestellt, da habe ich einen Fehler gemacht. Beim Drucken von dem Hebel. Da habe ich vergessen, die Fläche auszufüllen. Und da hat's mir das Loch nicht mit ausgedruckt. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber das kann ich, das ganze Schieberle noch ausdrucken, das dauert, glaub, so 2-3 Stunden oder sowas. Also das ist noch überschaubar. Aber das ist jetzt halt bloß der Schiebermechanismus, den wir heute machen. Und das nächste Mal machen wir dann, also das nächste Mal machen wir was ganz anderes. Das weiß ich noch gar nicht, was wir das nächste Mal machen. Aber das übernächste Mal testen wir das Schieberle. Also ein bisschen, wie das so modern heißt, der Cliffhanger. Dass hier auch schön brav das Abokleckle trinkt. Ich bin nicht ganz konzentriert. Aber dass ihr schön brav den Aboknäpfle trinkt und der aufs Klingele trinkt. Dass er auch mitkriegt und dass er auch dran bleibt, das ist. Will ja da groß Kanäle draus machen, da oder zumindest mal ein bisschen eine Community da aufbauen. Dass man da irgendwann mal auch Quatsch machen kann. Also irgend so ein Blödsinn halt, irgendwas. Also, was weiß ich, so Turniere oder so Zeugs, irgendwie. Da hätte ich schon Bock drauf. Oder ich weiß nicht, was uns sonst noch so einfällt. Wenn wir da ein paar Leute sind, dann geht das auch sicherlich besser. Also so Community. Auf gut Schwäbisch halt ein paar Leute. Ja, jetzt machen wir da das Triggerle. Da habe ich einfach das Schieberle genommen und das. Aber gedacht, wenn das alles schon passt, dann machen wir das einfach ein bisschen. Das kurzer. Und das, also gut, da verkraust mir auch noch das ganze Gehäuse zu machen. Das wird auch ein Mordsaufwand. Wobei, ich glaube, das machen wir auch mehrere Etappen. Da machen wir das erste Mal ganz grobes Gehäuse und dann über die Zeit, so wie das Magazin. Also ich bin ja am Überlegen. Das dauert halt wahrscheinlich auch so ewig auszudrucken. Das muss ich mir überlegen. Ob man das wirklich auf mehrere Etappen machen oder ob ich es gleich nicht von vornherein einfach schön mache. Wenn das alles Gott, ich meine, das sehen wir dann. Also ich glaube, der größte Meilenstein ist jetzt dann, dass der Schieber funktioniert. Das dahinter ist jetzt die Aufnahme für Feder. Die habe ich jetzt noch nicht. Die machen wir noch nicht, nein, aber das habe ich gedacht, das kann man gleich mal vorsehen. Aber zum weiteren Vorgehen. So kann zwei Sätze nebeneinander reden. Also, wenn der Schieber so richtig Gott, ich denke, dass das mit den Schwungrädern, dann nehmen wir das einfach von der Streif, das ich da ausgebaut habe, fürs Erste. Und da sehe ich dann kein Problem. Dann brauchen wir noch einen Magazin-Einraschmechanismus. Aber das mit den Schwungrädern, also wenn der Schiebergott, das ist, glaube ich, so das größte Hindernis momentan noch, oder das größte Fragezeichen da bei dem Projekt. Und wenn das zuverlässig, oder halbwegs zuverlässig, ich meine, will der von der ersten Blaster sich die Messlatte nicht so hochsetzen. Also wenn das halbwegs zuverlässig die Pfeile rausschiebt, und ich hatte das ja schon mal mit dem Imbusschlüssel getestet, also dass das dann in die Schwungrädchen reingeht und da weitergeschossen, aber das sehe ich nicht. Also das sehe ich kein Hindernis. Weil das entwickle ich ja nicht neu. Dann nehme ich einfach den Streifschwung, da suche ich mir das Fingerverse, irgendwo so ein Streifschwungrädel, das Kästle, so, und design das ein. Und dann montiere ich einfach fürs erste einfach den Streifschwungrädel, das Kästle, das ich schon da habe. Und wenn das alles geht, dann machen wir irgendwann mal eine getunte Version davon, denke ich sagen. Aber das erste reicht das, glaube ich. Mal ganz spießig, Standard. Weil da habe ich so eine Batteriebox, das habe ich auch schon da, das kann man fertig kaufen. Und das kriegt da, oder die Batteriebox hat, glaube ich, sogar Schalterle für 3 Batterien, das der dann für so IMR-Dingens da klappen. Und dann ist das, also deswegen mache ich das als extra Etappe, das Triggerle, weil das ist halt noch ein bisschen ein Knackpunkt. Und ihr seht, der Mechanismus wird auch nochmal geändert, also das ist jetzt bloß mal ein Vorversuch, der die sagen, damit man halt gucken kann,
trotzdem prinzipiell. Also, weil nachher will ich das dann schon wahrscheinlich, setze ich das eine Ecke nach hinten, dass das ein bisschen, ja, dann weiter oben ist, dass das nicht, weil sonst ist der Abstand zwischen dem Triggerle und dem Magazin so groß, das sieht dann nachher wahrscheinlich komisch aus. Oder wir machen einfach zwei unterschiedliche Versionen, einen recht kompakter Blaster und einen halt, der ein bisschen mehr wie quer aussieht. Oder, ja, ich hab's noch nicht, ich hab's noch nicht ganz durchdacht, aber so grobe Idee habe ich halt im Kopf. Und das ist immer das Schöne, dann hat man grobe Idee im Kopf und dann bastelt man rum und dann sieht man nachher, so kann es gehen, so kann es nicht gehen und dann wird das plötzlich Realität. Den Prozess, den finde ich einfach klasse. Egal um was Gott, also wenn man da Idee hat und das dann umsetzt und man mal zwei, drei Hindernisse aus dem Weg schafft, also so Hürde oder Probleme und dann ein bisschen dran rumbastelt und ein bisschen rumexperimentiert und nachher hat man dann, ja, was das vielleicht nicht ganz das ist, was man ursprünglich mal gedacht hat, aber das so ist, wie man es eigentlich haben wollte. Oder das die Funktion erfüllt oder das halt, ja. Und da habe ich gedacht, wollte ich erst ein bisschen mehr Material reinmachen, dass das ein bisschen Stabilität hat, aber das habe ich dann verworfen. Das machen wir beim nächsten Mal, das alles. Da geht's jetzt. Das hat irgendwie nicht so richtig Wolle. Ja, komm, das ist nicht wichtig. Aber das haben wir jetzt da auch. Bin auf jeden Fall aufs nächste Mal gespannt, weil. Also nee, aufs nächste Mal, da kann ich da gar nichts verraten, weil da schauen wir uns auch wieder irgendeinen Blaster oder basteln wir einen Standardblaster rum. Aufs übernächste Mal bin ich gespannt. 3D-Druckerle läuft schon, müsste bis dahin fertig sein. Vielleicht noch kleine Änderungen. Und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.